einmal schwer, dass du kein ZSC-Fan bist. Sieht man dich dann auch immer wieder zu Kloten im Stadion? Ja, ich bin in Kloten aufgewachsen. Ich bin ein Klotner, nicht nur auf dem Papier. Ich glaube, ich bin so ein Klotner mit Herz und Seele. Und ja, ich bin sicher an jedem Heimmatch oder an fast jedem anzutreffen. Ja. Dass du zu Kloten deine Wurzeln hast, das spürt man auch aus diesen beiden Songs raus. Das eine geht eben um ein Projekt mit einem Pilot, um die Welt zu fliegen, das andere um Kloten Flyers. Jetzt kommt die neue Song raus. Er heisst «Irgendwo da draussen». Da habe ich nichts davon gehört. Da geht es irgendwie um die grosse Liebe. Es ist in dem Sinne ein autobiografischer Song. Also, das ist eine Geschichte, die ich so in dem Sinne erlebt habe oder so gefühlt habe in dieser Zeit. Und es hat indirekt auch mit Kloten zu tun, weil es ist ein Grossteil von dieser Geschichte hat in dieser Region stattgefunden. «Irgendwo da draussen», das ist die erste Single, die rauskommt für dein Album «Danke», das dann Ende Februar erscheint. Du hast dir 5 Jahre Zeit genommen für das Album. Eine wahnsinnig lange Zeit. Hast du durchheben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, es ist eine spezielle Zeit. Also wir haben am Anfang mal gesagt, wir wollen einfach etwas machen, das uns am Ende des Tages wirklich entspricht, wo ich wirklich happy bin damit. Ich habe vorher andere Musik gemacht und ich bin nie wirklich glücklich damit. Und ich habe gemerkt, ich wollte Mundart machen, ich wollte das Mundart-Album machen, so wie ich es will. Und ich habe vorher eine Band gehabt. Und bin dann ganz bewusst, oder habe mich ganz bewusst dafür entschieden, das Album selber zu machen. Und habe gesagt, ich möchte es einfach wirklich so haben, bis es für mich stimmt. Und da haben wir mal am Anfang so ein bisschen als Witz gesagt, mit meinem Co-Produzenten und mit meinem Team zusammen, ja, wenn es 5 Jahre geht, dann geht es 5 Jahre. Und das Lustige ist, es ist dann wirklich jetzt so, ja, 5 Jahre gegangen, sogar ein bisschen mehr. Und es hat 2, 3 Momente gegeben, wo ich wirklich gedacht habe, so, ich glaube, es wird nie mehr fertig. Und es war auch ein schwieriger Weg gewesen, es war ein harter Weg für uns, weil wir haben die Ansprüche an uns selber sehr, sehr hoch gesteckt. Und ja, ich bin heute auch stolz auf das, was wir gemacht haben. Ich bin extrem gespannt. Wir müssen aber noch 3 Monate warten. Aber darum haben wir jetzt einfach schon mal die Single vorab. «Irgendwo da draussen». Danke vielmals, bist du da gewesen, Faui. Danke vielmals. Und mir gewünscht, du würdest mich hören. Und träumt, du sagst bei mir. Hab mir gewünscht, du liegst in meinem Bett. In meinen Armen schlafst du ein. Und ich seh in meinen Träumen. Und so gehofft, du wärst bei mir. Und dir seitenlange Briefe geschickt. Nur angekommen sind sie nie. Und 100.000 Mal angerufen. Deine Nummer habe ich nicht. Doch ich gewusst, ich werde dich finden. Mehr als suchen kann ich nicht. Und bete, dass sie finden. Und gesucht, wie blöd. Bin fast wahnsinnig geworden. Bis ich glaubt an dich gibt's nicht. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Gesehen haben wir uns nie. Doch ich kenn dich ganz genau. Bist vertraut wie meine Wohnung. Ja, und ich glaub, du fühlst es auch. Bist schon jahrelang auf der Suche. Irgendwann hat sie ein Ende. Bin mir sicher, du gehörst mir. Ja, und ich glaub, du suchst mich auch. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Irgendwann wirst du da sein. Irgendwann bist du bei mir. Irgendwann wird ich finden. Aufgeben wird ich nie. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Irgendwo
Fraui mit seiner neuen Single «Irgendwo da draussen». «Zusammen um die Welt» vom Fraui, und der Frau ist jetzt bei mir im Studio. Hoi. Hallo. Wieso heissest du als Mann eigentlich Fraui? Das ist, glaube ich, eine der meistgestellten Fragen. Es ist ganz einfach. Ich glaube, wie der Zellweger Zelli heisst oder wie der, ja, ich heiße Frauenfelder und zum Nachnamen. Und so bin ich seit der Schulzeit der Fraui gewesen. Und das, ja, das ist bis heute so. Und wirst du einmal dann auch wegen dem ein bisschen gecancelt, oder nicht? Nein, also bei mir, in meinem Umfeld, meine Freunde, meine Lehrer, ja, alle sagen mir Frauen. Ich bin mir das so gewöhnt seit eh und je und es ist so normal geworden. Nein, ich glaube, es ist nicht mehr Spezielles. Aber ich erlebe es doch, vor allem im Raum Bern, kommt es immer ein bisschen komisch an. Wirklich? Fraui? Okay. Berner hat Mühe mit Frauen, ich weiß nicht wieso. Okay, ja gut, da sagt man dann einfach Fraui und dann fragt man sich, ist das jetzt irgendwie, hat das mit Frau zu tun, aber in dem Fall mit Frauenfelder. Genau, so. Kommst du in dem Fall auch ursprünglich aus Frauenfeld? Nein. Nicht? Ich komme ursprünglich aus der Region Flughafen. Okay. Von wo mein Name kommt, habe ich mich schon 2-3 Mal gefragt, ich habe es noch nie herausgefunden. Okay. Du machst Mundartmusik, also letztes Jahr warst du ja in den Charts bei uns mit «Zusammen um die Welt». Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ich habe vorher eigentlich nicht wirklich viel von dir gehört, dass ich plötzlich da war mit einem Song. Wie bist du eigentlich zu der Musik gekommen? Zu der Musik selber bin ich eigentlich schon relativ früh gekommen. Ich habe mit 8 Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen, habe dann mit 10 die erste Band gegründet und eigentlich so durch die Bandräume und durch die verrauchten Kellerlöcher von der Schweiz, so, von Band zu Band. Und irgendwann habe ich mich entschieden, zum selber Mundartmusik zu machen. Ich wollte es immer wollen. Ich habe leider nie Leute gefunden, die da mitziehen. Es war immer so in der Schulzeit, es war immer so ein bisschen uncool gewesen, Schweizer Musik, Mundart. Das ist nicht cool, wir wollen Englisch. Und ja, ich habe nie Leute gefunden damals, als ich noch jünger war. Und irgendwann habe ich das einfach angepackt, als ich älter geworden bin. Und jetzt bin ich sehr happy, ist es so. Dass du Mundartmusik machst? Genau. Du hast einen neuen Song draussen mit dem Titel «Irgendwo da draussen». Um was geht es in diesem Song? «Irgendwo draussen» ist ein Song, der entstanden ist, nachdem ich mich vor ein paar Jahren von meiner damaligen Freundin getrennt habe. Ich war lange mit ihr zusammen, 6 Jahre. Und nachdem ist so eine Phase gegeben, wo ich mich gefragt habe, es muss doch irgendjemand geben, der dann wirklich so ein Loch war für mich und irgendjemand geben, der dann doch so irgendwie passt. Und so ist es entstanden. Das heisst, eigentlich, in dem Song geht es echt darum, dass es irgendjemand da draussen garantiert gibt, der auch für dich passt oder auch zu dir gehört. So. Wir wollen es unseren Zuhörern nicht vorenthalten, den Song, darum hören wir uns den Song auch an. Der Fraui mit «Irgendwo da draussen». Gewünscht, du würdest mich hören. Hab mir träumt, du sagst bei mir. Hab mir gewünscht, du liegst in meinem Bett. In meinen Armen schlafst du ein. Hab dich gesehen in meinen Träumen. Hab so gehofft, du wärst bei mir. Hab dir seitenlange Briefe geschickt. Nur angekommen sind sie nie. Hab dir 100.000 Mal angerufen. Deine Nummer hab ich nicht. Doch ich gewusst, ich werde dich finden. Mehr als suchen kann ich nicht. Und bete, dass sie finden. Und gesucht, wie blöd. Bin fast wahnsinnig geworden. Bis ich glaubt an dich gibt's nicht. Irgendwo da draussen. Irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen. Ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen, irgendwo in der Schweiz, irgendwo da draussen, ich weiss, dich gibt's. Gesehen haben wir uns nie, doch ich kenn dich ganz genau. Bist vertraut wie meine Wohnung, ja, und ich glaub, du fühlst es auch. Bist schon jahrelang auf der Suche, irgendwann hat sie ein Ende. Bin mir sicher, du hörst mich. Ja, und ich glaub, du suchst mich auch. Irgendwo da draussen, irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen, ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen, irgendwo in der Schweiz.
Irgendwann bist du bei mir, irgendwann wird ich finden. Aufgeben wird ich nie. Irgendwo da draussen, irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen, ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen, irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen, ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen, irgendwo in der Schweiz. Irgendwo da draussen, ich weiss, dich gibt's. Irgendwo da draussen vom Fraui und der ist jetzt bei mir im Studio. In diesem Song geht es ums Single-Sein oder ein bisschen ums Allein-Sein. Das ist die neueste Song und der kommt dann am 22. November also raus. Das heisst, ab dann kann man dann in den Läden kaufen. Und im Februar folgt dann dein Album, also dein Debütalbum mit dem Titel «Danke». Kannst du uns ein bisschen was verraten? Geht es auch ums Single-Dasein, oder? Das Album «Danke» sind 13 Songs, die in den letzten 5 Jahren entstanden sind. Wir haben 5 Jahre an dem Album gearbeitet. Und es ist ein bisschen alles drauf. Es ist eigentlich ein autobiografisches Album. Es sind Geschichten, die ich erlebt habe in dieser Zeit und mit Menschen, die wir die 5 Jahre verbracht haben. Es geht ein bisschen um alles. Es geht ein bisschen ums Leben, es geht ein bisschen um mein Leben. Und es sind eigentlich sehr ehrliche Geschichten, es sind sehr direkte Geschichten. Und ich sage immer, es gibt eigentlich so kein Wort drauf, das nicht so gemeint ist oder noch nicht so erlebt ist oder so erlebt worden ist von mir selber. Also es geht eigentlich wirklich um dein Leben, was du erlebt hast. Du bist in den Mit-20er, also ein bisschen was ein Mann in diesem Alter alles so ein bisschen erlebt. Also Herzschmerz oder was genau? Ja, sicher auch Herzschmerz. Es gibt alles. Es gibt einen Song, das ist lustig, dass du das ansprichst, die Mit-20er. Es gibt so eine, wir sagen dem so schön Quarter-Life-Crisis, wo wirklich mega interessant ist. Es gibt einen Song auf dem Album, der heisst «Manchmal fühle ich mich einsam». Du bist übrigens die Erste, die das erfährt. Gut, fühle mich gerne. Und der «Manchmal fühle ich mich einsam» ist mega lustig, weil all die Leute, die da an dem Album geschafft haben und so ein bisschen auch in meinem Alter sind und so ein bisschen mein Umfeld, Freunde von mir und so, die haben den Song gelost und gesagt, hey Frau, ich weiss genau, was du meinst. Und es geht genau um das, um die 25 herum sein und so ein bisschen nicht wissen, so, ja, wohin geht es genau? Oder du merkst rundum, so die Ersten fangen an heiraten, die machen irgendwelche Ausbildungen, karrieremässig kommen sie mega weiter oder ja, und du bist so ein bisschen da und fragst dich so, ja, was mache ich so genau? Oder? Und das ist so, ja, das ist ein Song, wo es um das geht. Okay, cool. Heute läuft ja die grosse Spendeaktion für Taifunopfer in den Philippinen. Tust du da auch ein bisschen spenden? Hast du das ein bisschen mitbekommen von der Glückskette? Ja, ich habe immer wieder Sachen, wo ich gerne Geld spende. Die ganze Geschichte, die Philippinen bewegt mich sicher auch sehr und hat mich sehr betroffen. Ich bin ein grosser Fan von Ärzte ohne Grenzen und schaue immer dort ein bisschen vorbei und ist auch etwas, wo ich gerne Geld spende. Okay. Danke vielmals fürs Interview. Ich wünsche dir mega viel Erfolg für die Zukunft und auch für dein neues Album. Eben live bist du jetzt momentan nicht gerade unterwegs, aber es kommt auch noch dein neues Video raus, oder? Genau, am Freitag, der Freitag, wenn die Single rauskommt, kommt auch ein Video dazu, wo wir auf dem Trübsee beim Titlis gedreht haben, zusammen mit der Miriam Rickli. Mega froh und happy, dass wir sie verpflichten für die Sache. Es ist ein sehr spezielles und aufwendiges Video, das wir 2 Tage gedreht haben, mit Drohnen, Helikopter etc. Wow. Ich hoffe, es gefällt, ja. Und das kann man dann auf YouTube sehen? Das kann man auf YouTube sehen und vielleicht auch auf der Facebook-Seite von Radio Zürich sehen. Wir werden es sehen. Okay, merci vielmals, Frau. Viel Erfolg. Danke dir vielmals. Und danke vielmals fürs Interview.